Mein Lieber, heute hat's wohl wieder lang gedauert mit der Zeitung, gell? Wahrscheinlich hat sie sich wieder wo festgerascht, unsere Zeitungsfrau. Ma, jetzt trink halt deinen Kaffee. Ja, gleich. Ja. Sag bloß, die ist heute nicht drin. Ah, doch, da ist. Möbliertes Zimmer, zentrale Lage, Badbenutzung. Bogner, Riegelstraße 56. Mama, jetzt wirst du was erleben. Wirst sehen, das Zimmer sind wir im Handumdrehen los. Was, leid tut's mir schon, dass wir das Zimmer da vermieden, Papa. Mein Gott, geht das schon wieder los. Hast du eine andere Idee? Schimpfen wir mal wieder über den Staat. Ma, ich schimpf doch gar nicht. Aber jammern tust. Konnte nie was dafür. Wenn der Vater Staat kein Rabenvater wäre zu uns, dann brauchen wir auch keine fremden Leute in die Wohnung nehmen, nicht? Erst auf der Leben lang haben wir gewerkelt und gearbeitet. Steuern haben wir gezahlt, Abgaben haben wir gezahlt. Und was haben wir jetzt davon? Eine Renten, die hinterm Voll nicht langt. Ein Saustall ist das. Mei, schau, so ein schöner Tag. Und du masselst das umeinander. Und dabei sitzt man so gemütlich beim Kaffee. Was, die Brühe nennst du Kaffee? Du, der Kaffee fängt bei mir beim Mokka an. Naja, aber wir sind ja das Sparen schon gewohnt von früher her, gell? Was wollen wir noch mehr? Jung gewohnt, alt getan, gell, Mama? Ja, du hast ja recht, Papa. Aber wir sagen, wenn wir einen netten jungen Mann als Untermieter haben, dann haben wir gleich mal ein paar Margel mehr. Was heißt jungen Mann? Ein nettes junges Mädel, haben wir gesagt. Hast du gesagt? Ich hab gesagt, der junge Mann. Schau, der macht nur halb so viel Arbeit. Ja, die Frauen, die sind dann draußen in der Küche, dann mallen's waschen und kochen. Nein, da tue ich nicht mit. Blödsinn. Du schau, ein Mädel macht sich das Zimmer selber sauber. Da brauchst du gar nicht kümmern. Du, und die raucht auch nicht und so. Geh. Die Mädeln rauchen halt genauso, gell? Ja. Überhaupt ist bei uns nicht Raucher. Mama, lass uns halt ein Mädel nehmen. Nein, ich hab die Arbeit. Ich will einen jungen Mann. Nur über meine Leiche. Schau, Mama, wir haben uns doch immer eine Tochter gewünscht. Und das wäre halt jetzt ein Ersatz, wenn wir doch selber keine Tochter haben, nicht? Ja, und ich immer einen Sohn. Nein, ich seh's direkt schon im Geiste vor mir, dass wir ein junges Mädel als Untermieterin haben. Ja, Betonung auf Jungs, Ja. gell? Meinst du, die kennt die nicht? Oh, ich hab das schon gesehen, wie du einer immer auf die Haxen schaust, wenn sie an dir so vorbeirauschen. Okay, Haxen. Du, Haxen interessieren mich höchstens als Schweinshaxen. Ach was, ein junges Mädel kommt her und Punkt. Ein junger Mann, Doppelpunkt. Du haust heran, du. Also, dass jetzt du immer das letzte Wort haben musst, hä? Ja, was ist denn das? Schau dir das an, jetzt langt's mir aber. Sie halten seiner Trittfälligst bei ihr drum! Hallo! Ja, legen Sie einen Weg schon wieder auf! Was aufregen? Ja, was meinen denn Sie, was los ist, wenn mich ich aufreg? Ich hab mir nur die Anmerkung erlaubt, dass Sie so frech waren, einer dreckige Dick darunter zu beiteln, Sie, Frau Holle, Sie. Woher soll denn die wissen, dass Sie im Zimmer sind? Nein, seid bloß froh, dass mich meine angeborene Höflichkeit davon abhält, Ihnen zu sagen, was ich von Ihnen halte. Drehen Sie ruhig ein bisschen weiter! Ja, freilich, rum runter, gell? Da dran Sie einer. Sie aufplatzte Mülltüten, Sie. Mei, Papa, sei doch stark. Ach, ist ja wahr, auch. Reißen Sie einmal in Zukunft ein bisschen zusammen, sonst kann es sein, dass er mal drum hinauffliegt. Das wird's doch nicht schon sein. Ah, du, die kommt mir jetzt gerade recht. Nein. Mama, halt mich zurück, sonst passiert was. Mach ja keinen Schmarrn, gell? Also ich kann da gar nicht dabei sein. Ja, da werde ich jetzt eine Geschichte erzählen. Sie passt. Oh! Grüß Gott. Sagen Sie der Herr Bogner selber? Ja, freilich, bitte kommen Sie doch rein. Ja, Dankeschön. Ist das Zimmer noch frei? Ach, deswegen kommen Sie? Ja, ich habe Sie nämlich draußen schon schreien gehört. Ja, da gibt's eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sind ein Choleriker oder es war ein Gaudi. Also mit solchen Nachbarn macht man kein Gaudi. Ah. Aber bitte schön, setzen Sie einer durch. Dankeschön.
Ja, sowas Nettes. Was haben Sie gesagt? Ich hab gemeint, sowas nicht. Ja. Ach, darf man rauchen? Selbstverständlich. Wo sind Sie, ja? Bitte. Der See. Ja. So. Dankeschön. Ja, da haben Sie aber ein Glück gehabt, dass Sie die Erste sind. Das Zimmer ist noch frei. Auf dem Weg ins Büro habe ich die Anzeige gelesen und bin gleich her. Da bin ich jetzt aber froh. Ich auch. Ach. Ja, weil ja meine Frau nicht abwimmeln können hat, gell? Wissen Sie, meine Alte, meine Gattin, die möchte nämlich unbedingt einen jungen Mann als Untermieter. Aber jetzt bin ich ja zuvor gekommen. Jetzt habe ich es ausgeschmiert. Wenn sie der Frau aber da nicht recht ist. Das hat nichts zum Sagen. Aha. Nein, der Mann bin ich und der Haushaltungsvorstand. Sie sind vielleicht gut. Ja. Kann ich mir das Zimmer gleich anschauen? Ja, freilich, selbstverständlich. Schauen Sie, da geht's raus, Fräulein. Strobe, Andrea Strobe. Bitte. So, ich komm gleich nach, gell? Ich muss da ein bisschen zusammenrennen. Ja, schau mal, ich bin schon da. Ja, Papa, ja, sag einmal, ja, wo bist denn? Warum machst du denn nicht auf? Ja, ich bin ja schon da. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, kommen Sie auf die Anzeige? Ja, ich wollte fragen, ob das Zimmer noch frei ist. Ja. Jäger, Peter Jäger. Ja, bitte, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ja, ich will Sie gar nicht lang aufhalten. Also, das Zimmer ist noch frei. Ja, freilich. Und wer zuerst kommt, malt zuerst. Gott sei Dank. Es ist nämlich nicht leicht, auf die Schnelle ein Zimmer zu finden. Also, wenn ich mir die Frage erlauben darf, warum suchen Sie denn auf die Schnelle Ihr Zimmer? Ich will weg von daheim und das so schnell wie möglich. Hat man Ihnen ausgeschmissen? Das ging mir gerade noch ab. Dann haben Sie einen Krach gehabt, ha? Nicht direkt. Mein Vater, der will wieder heiraten. Ach so. Und da gingen Sie im Weg um. Haben Sie was gegen Ihre Stiefmutter? Ich kenne sie noch gar nicht. Mein Vater, der hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt und da habe ich ihm gesagt, dass ich die gar nicht kennenlernen will und dass ich ausziehe. Ja, aber die kann doch auch ganz nett sein. Nett sein. Wissen Sie, meine Mutter, die ist erst vor einem halben Jahr gestorben. Oh mei. Da weiß ich doch schon Bescheid. Die hat's doch nur auf unser Geld abgesehen. Naja, das heißt, ganz mittellos soll es ja nicht sein. Eines bringt's auf alle Fälle mit, eine Tochter. Haben Sie was gegen Ihre Schwester? Dass ich nicht lach. Von mir aus soll er doch heiraten, wen er will, ohne mich. Ja, kann ich das Zimmer einmal sehen? Ja, freilich, kommen Sie nur mit. Wissen Sie, mein Mann möchte nämlich nur an ein junges Mädel vermieten. Oh, dann habe ich gar keine Chancen. Na, also wenn ihr nicht das Zimmer vermietet, dann ist vermietet. Dann werde ich aber bei einem Mann nichts zum Lachen haben. Er ist doch der Herr im Haus. Oh, wenn er es auch noch nicht gemerkt hat. Aber bei uns Geschichte immer das, was ich will. Ja. Die Hauptsache ist, er glaubt, sein Wille geschehe. So, bittchen. Ja, danke. So, Fräulein, jetzt ging es weiter. Jetzt zeige ich Ihnen das Bad. Ja? Ach, unseren Balkon dürfen wir selbstverständlich auch nicht benutzen. Da haben Sie den ganzen Tag Sonne. Wenn's scheint. Naja, manchmal versteckt sie sich halt, gell? Aber wenn Sie bei uns wohnen, haben wir auch bei Regen Sonnenschein. Oh, Sie können aber Komplimente machen. Ja, das schlage ich dann als Lustbarkeitssteuer auf die Miete, gell? So, das werde ich mir aber dann nicht leisten können. Aber wie hoch ist denn die Miete ohne Komplimente? ja, wir haben uns halt gedacht. Oh, viel zu viel. Gut, dann sagen wir die Hälfte. Immer noch zu viel. Gell? Ja, ja, schauen Sie, ich bin ja eigentlich nie da. Ja, tagsüber arbeite ich und das Wochenende verbringe ich sowieso immer bei Bekannten. Praktisch schlafe ich nur da. Ach so. Na gut, dann sagen wir fürs Bett benutzen 200 Mark. Einverstanden. Den Mietvertrag machen wir dann das nächste Mal. Ja. Nur, dass ich mich drauf verlassen kann. Schlagen Sie ein. Freilich. Sie, sagen Sie mal, sind Sie verheiratet? Ja. Ach du liebe Zeit. Ich hätte Ja. noch heiraten müssen. Ja, dann haben Sie ein Kind auch. Ja. Also dann wird's mit uns zwei nix werden. Ja, wissen Sie, wir haben eher an ein alleinstehendes junges Mädel denkt, nicht? Ich kann Sie beruhigen. Ja. Mein Mann und mein Kind sind imaginär. Schau mal, haben Sie das schon länger? Nein, ich meine, meine Familie gibt's gar nicht. Ja, die habe ich praktisch erfunden. Aber bitte, es bleibt unter uns, gell? Ehrensache. Also, der Grund, warum ich heiraten müssen habe, ist die Frau Bollmann. Ja,
Ich bin nämlich Chefsekretärin bei der Firma Bollmann. Finden Sie mich eigentlich hübsch, Herr Bogner? Ja, bildsauber. Ja, sehen's, das findet mein Chef auch. Aber seine Frau ist furchtbar eifersüchtig. Und drum hat ihr mein Chef erzählt, dass seine neue Sekretärin glücklich verheiratet ist. Ja, und so bin ich zu meinem Mann gekommen. Ja, und zum Kind. Ja, der Bub macht die Familie ja erst vollständig. Also Sachen die gibt's gar nicht. Ja. Ja, aber was ist denn, wenn die Frau einmal dahinter kommt? Ausgeschlossen. So oft kommt die nicht in die Firma. Aber wenn's kommt, oh, dann ist es wie ein Verhör bei der Kripo. Okay. Ist der Kleine wohl auch, Frau Strubel? Wo haben Sie ihn denn in Pflege? Ach, bei der Oma. Naja, auf die Oma kann man sich eben verlassen, nicht wahr? Aber wäre es nicht besser, wenn Sie zu Hause... Oh Gott, ja. Ihr Mann arbeitet ja beim MVV. Naja, die verdienen ja auch nicht den Himmel, nicht wahr? Aber mich geht's ja nichts an. Ja, mich auch nicht. So, jetzt fahre ich schon mal heim und hole ein bisschen Sache. Ja. Dann kann's losgehen, gell? Ach, darf ich unten dreimal klingeln und Sie helfen mir Na dann? klar. Ich bringe Ihnen noch schnell runter. Frau Strobel. Sag's doch einfach Andrea zu mir. Hm? Andrea. Nein. So was Nettes. Die Hauptsache ist, dass von der Straße her nicht laut ist. Ich schlafe nämlich tagsüber. Ja, was machen Sie dann nachts? Da muss ich arbeiten. Ich habe einen Job als Fahrer. Da fahren Sie nur nachts. Ja, wissen Sie, wir fahren Obst und Gemüse. Und das muss in der Früh an Ort und Stelle sein. Mei, das ist eine Arbeit wie jede andere auch. Abends um 7 geht's los und in der Früh um 7, da kommen wir wieder heim. Mei, das muss doch anstrengend sein. Ja, wie lange machen Sie denn das schon? Heute Abend fange ich an. Ach so. Dann wünsche ich Ihnen jedenfalls recht viel Glück. Wo haben Sie denn vorher gearbeitet? Bei meinem Vater. Wir haben eine Obst- und Südfrüchte-Großhandlung. Walter Jäger, wenn Sie es vielleicht schon mal gehört haben. Jäger. Ja, freilich, der mit den vielen Lastwagen. Mein Gott. Und da laufen Sie davon wegen einer Frau, die Sie gar nicht kennen. Wir sind manchmal so geht im Leben. Wissen Sie, mein Vater, das ist nur einer vom alten Schlag. Einer von denen, die nichts aus der Hand geben und die jede Entscheidung selber fällen wollen. Ja, dann soll der ruhig einmal alles selber machen. Ich mache keinen Lehrbuben mehr. Hoffentlich haben Sie Ihnen das gründlich überlegt. Das werden wir dann schon sehen. Tja, bis auf die Miete wären wir uns ja eigentlich einig. Ach ja, die Miete. Wissen Sie, mein Mann, der hat bloß eine kleine Rente, gell? Und mit dem Einkommen, da können wir nicht auskommen. Und darum haben wir uns entschlossen, das Zimmer dort zu vermieten, Herr Jäger. 250 Mark, einverstanden? Ja, so haben wir es uns eigentlich gedacht, ja. Wenn das Zimmer so ruhig ist, wie Sie nett sind, dann passt's. In unserem Haus wohnen nur nette und ruhige Mieter. Einen Augenblick, bitte. Ist ja der Mann nicht da? Im Moment nicht, aber er muss jeden Augenblick kommen. Ich kann nicht vor sein Leben, meine Frau zu beleidigen. Auch einer von den Ruhigen. Ja, der Mann soll sich jetzt auch nicht blicken lassen. Guten Morgen, Frau Bogner. Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich vorstellen, das ist unser neuer Untermieter, der Herr Jäger. Ah, freut mich. Ranzinger. Grüß Gott. Entschuldigen schon, dass ich gerade so laut war. Aber was tut man nicht alles für den lieben Frieden? Wissen Sie, meine Frau steht nämlich oben auf der Treppe und will jetzt was hören. Ja, seine Frau ist nämlich... Ein Besen. Nein, ein bisschen eigenwillig ist sie heute. Ja, danke schön für Ihr Verständnis, Frau Bogner. Aber Besen passt noch mal besser zu dem Schrupper. Ja, und drum lasst sie mir keine Ruhe, bis ich runtergehe und dem Gustl ebenfalls die Meinung sag. Tja, jetzt muss ich aber leider gehen. Also, auf Wiederschauen beieinander. Wiederschauen. Ach, Frau Bogner, mein Koffer bringe ich dann nachher gleich mit, gell? Wiederschauen. Ein netter, sympathischer junger Mann, der Werner da wohnt, gell? Der Gustl, der weiß noch gar nicht, dass ich für 250 Mark das Zimmer dort vermietet hab. Ja, Sie, das kann man schon brauchen, gell? Wo ist er denn hin, der Gustl? Ich weiß nicht. Ja, Paula, was ist denn? Sofort kommst du rauf, wenn der Kerl nicht da ist. Jawohl, Paula, ich komm sofort drauf. Du, Paula, ich glaub, der kommt jetzt grad. Ja, du, dem werde jetzt aber Bescheid sagen. Ja. Ja, der Fritz... Auwe, ist schon wieder einmal ein Ziege anfällig. Mama, schau her, das ist für dich.
Was, ein Kaffee? Ja, Und Mokka noch dazu. Ja, wie kommst denn du zu dem? das werde ich dir gleich erzählen. Du, ich habe vielleicht eine Überraschung für dich. Und die erst für dich, Papa. Also Fritz, das muss ich dir sagen. Deine Frau hat sich ja wieder was geleistet, gell? Stell dir vor, wir sitzen da gemütlich beim Kaffee, da schützt sie einen halben Apfeleimer über unser Marmeladbrot. Ja, ich weiß schon, Gustl. Es tut mir auch leid, aber bittchen, tu mir heute mal wieder diesen Gefallen. Na, du, den Schmarrn mach ich nicht mehr mit. Das wird ja immer schlimmer mit dir, wenn ich bei jedem Krach nachgib. Ja, aber in Wirklichkeit tust du das doch gar nicht. In ihren Augen eben schon. Nix da, du gehst jetzt rauf und drast einmal ordentlich auf. Ich hab doch nichts zum Sagen. Ja. Der Gustl, alter Spätzle. Ja. Mir zu lieb. Lass dich halt nicht so bitten. Ne? Ja, ist ein guter Herr. Willst du anfangen oder soll ich? Nein, fang nur du. Na, Herr Reinzinger, was passt denn heute schon wieder nicht? Ja, was heißt denn da nicht passen? Ja, Sie können vielleicht schauen und fragen, dass Sie mir das noch ein einziges Mal passiert, dass Sie meine Frau beleidigen, da und da. Was? Sie trauen ja und verpassen mir eine Ziege an? Aber das müssen Sie doch einsehen, Herr Reinzinger, dass das nicht geht, dass einer Frau die dreckige Decken da zum Balkon runterstaubt. Ja, was heißt denn da dreckige Decken und von wegen gestaubt? In unserem Haushalt, da gibt's keinen Staub. Da ist meine Frau viel zu reinlich dazu. Und wenn Sie ihr das anständig gesagt hätten, Herr Bogner, dann hätte meine Frau die Decken im Hof drunten ausgestaubt. Der Ton macht die Musik, Herr Bogner. Prost! Heute bist du aber in Form, Fritzi. Ein für alle Mal. Ja, Sie haben ja recht, Herr Reinzinger. Ich werde mich halt dann in Zukunft ein bisschen zusammenreißen, gell? Du, die Zigarre ist gut. Wo hast denn die her? Am Kiosk hab ich's gekauft. Am Kiosk hab ich's gekauft, gell? Eine Mark das Stück, gell? Ja, Sie können ja vom Glück reden, dass ich es dieses Mal dabei bewenden lasse und von der Klage absehe. Aber das ist meine letzte Ultimatum. Ja, jetzt schreit's doch nicht so, Herr Reinzinger. Da läuft ja die ganze Nachbarschaft zusammen, nicht? Nicht? Ja. Ich glaube, jetzt klang's mit dem Theater. Ja, machen wir schön. Hey, Gustl, ich danke dir recht Ist schön. schon gut, Fritzi. Ja? So komm ich wenigstens zu einer Zigarre, gell? Und ich zu meiner Ruhe. Mei, jetzt haben Sie es ein Gustl wieder ordentlich gesagt, ha? Was? Wir. Ich bin noch ganz verdattert. Was ist, Herr Ranzinger? Es trinkt jetzt gleich ein Tassel Kaffee mit uns mit Mokka. Na, vielen Dank, ich muss gleich wieder rauf. Sonst kriege ich wieder meine Lektion. Mein Gott, du kriegst wohl eine Lektion nach der anderen, was? Bei mir klingt schon bald wie ein ganzes Lexikon. Also ich glaube ja nicht, dass das der richtige Weg ist. Die wird ja immer schlimmer. Wem sagst du das? Bin ich nicht erst seit gestern verheiratet? Also. Was der Ranzinger kann an wirklich leid tun. Und dabei ist eine Seele von einem Menschen. Ja, glaubst denn du, dass ich sonst das Theater da mitmachen darf? Papa, Hä? jetzt rat mal, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Nein, Mama, rat du zuerst, was passiert ist. Auf das kommst du nie, was ich für eine Überraschung habe. Ja, und du kannst an meine auch nicht denken. Ach, sag mal halt die deine. Nix da. Erst raus mit der Dein. Da, Ja, wo hast denn du das Geld her? geh, da schaust. Ja. Ich hab unser Zimmer vermietet. Was? Ja. Na, das ist allerdings eine Überraschung. Geh, das haut dich um. Das ist ja noch nicht umhauen. Ja, sag einmal, freut's dich gar nicht. Wenn ich jetzt ein Hund war, würde ich mit dem Schwanz wedeln. Ja, und du, jetzt sagst mir du deine Überraschung. Ja, das ist inzwischen eine Sensation geworden. Eine Sensation? Ja, das ist schon mehr eine Katastrophe. Ja, was ist denn los? Ich habe das Zimmer auch vermietet. Na, ja, dann musst du es rückgängig machen. Kommt ja gar nicht in Frage. Wenn, dann du. Ja, wieso denn ich? Wieso denn ich? Na, ich hab das Zimmer zuerst vermietet. Nein, ich.
Und die Miete habe ich auch schon kassiert. Ja, ich auch, gell? 250 Mark. Was? Und du? Ja, weißt du, mein Mieter benutzt ja praktisch nur als Schlafstelle, gell? Und übers Wochenende, da ist sie gar nicht da. Eine Sie? Also hast du doch eine Sie genommen? Ja, mei, weißt schon, so ein nettes, sympathisches, starkes, junges Mädel. Wie viel zahlt's denn? Ja, das zahlt schon. Wie viel? Mei, so 200 Mark. Späte? Im halben Monat, aber das... Ach so. Nein, nix da. Du kündigst dir und der junge Mann zieht ein. Herrschaft, ich will keinen Kerl im Haus. Ich mag mich schon selber nicht. Was soll ich noch miteinander? Papa, das ist doch so ein armer Teufel. Schau, er hat sein Elternhaus verlassen müssen, weil er meine Stiefmutter vor die Nase gesetzt worden ist. So, und dafür sollte jetzt er mir vor die Nase gesetzt werden. Ohne mich. Schau, den spüre ich gar nicht. Der ist Fahrer. Der fährt von uns bis in der Früh. Und tagsüber, da schlaft er praktisch. Nein, hab ich gesagt. Mit dem habe ich überhaupt keine Arbeit. Na, Moment einmal. Lass mich doch einmal nachdenken. Lass das bleiben, Papa, das tut dir nicht gut. Ich hab's, Mama! Ich hab's! Ja, das glaube ich auch. Die hat's, ha? Mama, das ist die Idee überhaupt. Wir nehmen alle zwei. Ja, spinnst denn du? Wieso? Ja, wo soll denn die schlafen? Vielleicht bei dir? Oh, wäre im Prinzip nichts dagegen einzuwenden. Papa! Mama, jetzt überleg doch einmal. Schau, Ja. wenn sie bei der Nacht schlaft und er untertags, die können doch leicht schichtweise schlafen. Ja, meinst du, dass die zwei einverstanden werden? Das brauchen wir ja nicht auf die Nasen binden. Mama, überleg doch einmal. Wir hätten dann im Monat 450 Mark mehr zum Leben. Wieso 450? 500 wollte ich sagen, ja. Weniger 50. Das war schon schlecht. Köpfchen muss man haben, Mama, Köpfchen. Ja, aber du pass einmal auf. Nehmen wir mal an. Der eine, der macht sich zu spät auf Fürs und der andere zu früh. Du, was sagt denn dann da dein Köpfchen? Ha? Das ist alles eine Sache der Einteilung, nicht? Ja, wir müssen heute einen genauen Plan machen, wann sie kommen und wann sie gehen. Ja, im Notfall müssen wir heute dann einen Notausgang finden, nicht? Hey, ob das nicht einen ganzen Durcheinander gibt, ha? Was? Schon wieder ein neuer Mieter? Geh, Mama, sag ihm, dass wir nur noch für Samstag und Sonntag Nacht ein Zimmer frei haben. 20 Mark pro Nacht. Grüß Gott. Kann ich Sie wegen dem Zimmer sprechen? Na, was sag ich denn? Grüß Gott. Bitte, nehmen jetzt Platz. Danke. Also wegen dem Zimmer kommen Sie? Ja. Ja, da hätten Sie früher aufstehen müssen. Ja, ich meine, da sind Sie leider zu spät. Ach, das ist schade. Ja. Ich suche nämlich ein Zimmer für meine Tochter. Tja, ist ein Pech, gell? Ja, und das ist schon fest, da lasst sich gar nichts mehr ändern. Leider. Wir haben es nämlich schon zweimal wir hätten es schon zweimal vermieten können, ja. Das ist dumm. Wissen Sie, ich habe meine Wohnung gekündigt, weil ich wieder heirate und zu meinem Mann ziehe. Ja, aber plötzlich hat sich meine Tochter anders überlegt und will nicht in das Haus dort mit einziehen. Ja, versteht sie sich nicht mit ihrem Mann? Ja, schon, aber... Wollt vielleicht eine Tasse Kaffee? Oh, gern, wenn ich Sie nicht aufhalte. Aber woher denn? Ja, dann schenk halt ein, Mama. So? Danke, nein, also gegen meinen Mann hat's gar nichts. Aber sehr viel gegen seinen Sohn. Der ist nämlich mit unserer Heirat nicht einverstanden, wissen Ja, seltsam. Sie, so einen Fall kenne ich auch. Ja, naja, ich weiß gar nicht, ob Sie das alles interessiert. Doch. Naja, er bildet sich halt ein, dass wir aufs Geld von seinem Vater aus sind, ne? Und wie das meine Tochter erfahren hat, war's aus. Sie hat gesagt, sie betritt das Haus nicht und kennenlernen möchte sie Menschen auch nicht. Ja, mein Gott, was soll man da schon machen, ne? Ja, wer will sie das nachsagen lassen, dass er hinterm Geld her ist, gell? Ja, Sie werden lachen. Ich habe ihn überhaupt noch nie gesehen. Ja, der hat es fertiggebracht, mir ständig aus dem Weg zu gehen. Ja, sein Vater ist dann auch narrisch geworden und hat gesagt, dass wir auch ohne seinen Segen heiraten. Naja, und daraufhin ist er ganz ausgezogen. Was? Na, das nenne ich Vorurteile. Ha, ich habe immer gemeint, die jungen Leute haben die Toleranz gepachtet heutzutage, gell? Von wegen. Ding, 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 ding. Das ist für mich, Mama. Bin schon unterwegs. Da
Das ist mein Mieterin, Mama. Ding, 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 ding. Voll nur den kleinen Briefkasten rein, gell? Ja, sieh, dann geht's bei Ihnen hart auf hart. Und ausziehen tut er auch. Ja, sieh, was sagt denn da Ihr Mann? Naja, der Herr Jäger meint, die Kinder, die werden sich schon beruhigen, wenn wir mal verheiratet sind und alles geht wieder seinen Gang. Jäger? Haben Sie Jäger gesagt? Mein zukünftiger Mann heißt so, nicht? Ja, und ab Samstag heiße ich auch so. Jäger? Obst und Gemüse? Großhandlung, ja, warum? Jetzt haben wir den schönsten Obstsalat. Was meinen Sie? Nix. So, Mama, schau her. Schau her. Das ist unser Fräulein. Ja, grüß Gott, Frau Bogner. Grüß Gott. Ja, ich flippe aus. Andrea! Ja, sag einmal, wie kommst denn du daher? Ja, wegen dem Zimmer. Aber du bist mir schon so vorgekommen, ne? Drum warst du nicht daheim. Was, Sie kennen sich? Ja, das Fräulein hier kenne ich schon seit ihrer Geburt. Ach, dann sind Sie die Hebamme. Aber als Mutter ist man doch auch dabei, ne? Mutter! Hast du das gehört, Mama? Das ist die Mutter. Ja, Sie kann ja die Schwester sein. Jetzt hört's auf. Was? Dann sind Sie? Ja, vierte Gott. Grüße Gott, wollte ich sagen. Und herzlich willkommen. Wirklich? Ja. Das hätten Sie ja auch nicht gedacht, dass Ihre Mutter, gell? Das gefällt mir vielleicht. Ja, sie gefällt mir auch. So, Mutti, komm, jetzt schaust du mir schnell mein Zimmer an und dann muss ich mich schicken, dass ich nicht spät ins Geschäft komme, gell? So, jetzt haben wir den schönsten Salat. Bitte kein so ein Schmarrnsalat. Die Frau da drin heiratet am Samstag den Vater von meinem Untermieter. Ja und? Sag einmal, hast du heute ein Brett vorm Hirn, ha? Nein, heute nicht. Wenn die zwei Alten heiraten, dann sind unsere Untermieter Bruder und Schwester. Mein Gott, Bruder und Schwester. Bruder und Schwester? Ja. Oh, Jetzt schau nur, dass du es weiterbringst. ja, das geht jetzt nimmer, Mama. Willst du haben, dass die unter einem Dach hausen? Das gäbe ja Mord und Totschlag. Aber Mama, die sehen sich doch gar nicht. Vielleicht früher, wie du glaubst. Wieso? Er holt nur schnell seinen Koffer und jeden Augenblick kann's läuten und er steht vor der Tür. Gottes Willen, geht doch. Das wird er schon sein. Mama, renn doch nicht davon. Schau, du wirst dich rauswuseln. Was soll ich denn jetzt machen? Köpfchen, Papa, Köpfchen. Aha, leit du nur zu, von mir aus kannst du lang leiten. Jetzt wird er noch frech, ha? Merkt denn der nicht, dass niemand daheim ist? Herr Bogner, ich glaube, es hat Wind. Ja, das war unten. Ja, hört's das nicht schon wieder? Ja, Ich glaube, da will jemand zu Ihnen, ne? ja, drum läutet er wahrscheinlich. Ihr wollt's nicht aufmachen, oder? Ja. Na, wissen Sie, das ist sicher wieder einer, der das Zimmer anschauen will oder zum Sammeln kommt oder so. Das ist, Ja, aber es könnte doch auch was wichtig sein bei der Ausdauer. Ne? ja, Ausdauer hat er. Vielleicht mach ich's doch besser auf. Hm? Ja gut, wenn's meine... Ja! Hast noch Zeiten? Was ist denn? Grüß Gott. Sind Sie der Herr Bogner? Ja, persönlich. Einer Frau wird Sie Ihnen sicherlich schon gesagt haben. Ja, das hat mir meine Frau schon gesagt, Ja. dass sie uns unverbindlich einen Staubsauger vorführen wollen, gell? Also dann fangen wir es nur gleich an. Na, aber ich... Ah, nein, danke. Wissen Sie, das Staubsaugen gehört zu meinen Aufgaben. Da kann ich mir jetzt ein bisschen drucken. Wenn ich die Damen vielleicht dabei ein bisschen hinausbuxieren dürfte. wieder. Todmüd bin ich, Mutter Bogner. Ich wollte war's. Todmüd? Na, Mutter. Ach so. Oh, sieh her.
Heute sind sie aber schon ein bisschen früher dran wie sonst, hä? Ja. Ich hätte heute eine Fuhre Orangen fahren sollen. Wissen Sie für wen? Na. Ausgerechnet für meinen Vater. Aber nicht mit mir. Ich habe einfach die Kisten nicht ausgeladen, wie ich Walter Jäger auf meinem Lieferschein gelesen habe. Drum bin ich halt früher da. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie können doch Ihre Arbeit nicht nur teilweise ausführen, nur um Ihren Vater eins auszuwischen. Der ärgert sich grün und blau. Yes. Mein Chef natürlich auch, weil ich mit dem halbvollen Wagen zurückgekommen bin. Das ist ja Wahnsinn. Ich sehe ihn direkt, wie er in die Luft geht. Er ist der Einzige, der nichts gekriegt hat von der billigen Schiffsladung. Die anderen Großhändler haben schon alle zugeschlagen. Die zerreißt's. Ja, also, wenn ich es auch nicht für richtig finde, gell? Du, aber trauen tut er sich was. Ja. Das ist überhaupt ein lieber, ein reizender, ein netter junger Mann. Jesus, der fangt dich wieder, gell? So wie du tust, tue ich noch lang nicht, gell? Wieso? Mein Gott, diese Andrea, haha, diese Figur und diese Haar und dieser Gang, ja, so Ja, Mama, du hast ja Sexappeal. Hat der Knopf. Herr Jäger, schlafen Sie schon? Nein, noch nicht. Ist Schauen was? Sie mal her, gehört der Ihnen? Ja, da ist er ja. Den habe ich ja schon gesucht, wer da steht. Ja, da ist er. Gehört der. Ach, Herr Bogner. Weil wir gerade allein sind. Was ist denn? Seit ein paar Tagen, da fällt mir das schon auf. Was denn? In meinem Zimmer, da riecht's manchmal so merkwürdig. Es riecht? Merkwürdig? Ja, scharf. Scharf. Na, eigentlich eher süß. Ja, nach was denn? Also wenn mich meine Nase nicht täuscht, dann ist das Soir de Paris. Soir de Paris. Das ist französisch. Ach so. Wie riecht denn das auf Deutsch? Das ist ein Parfüm. Ah. Aber Ihre Frau, die braucht sich wegen mir nicht in Unkosten stürzen. Ja, wahrscheinlich meint sie es gut und spritzt ein paar Tropfen in die Gegend, gell? Aber wissen Sie, mir riecht das zu stark nach Weiber. Nach Weiber? Nach Weiber, so. Ich werde es ja ausrichten, ja. Ist recht. Und sie soll nicht besser sein, deswegen. Du Gott, ich will ja jetzt auf, die steckt da ja hoch. Jetzt hören Sie ja noch das hoch und da soll man schlafen. Die Höhe, hast du gehört? Hey, geht das vielleicht nur ein bisschen lauter? Ja, ich wir's probieren. Also, das ist doch nicht zu fassen. Das ist eine Unverschämtheit. Dieses Mistvieh, hast du gehört? Kaum geht's einmal ein paar Tage gut. Aber im Speicher drum sind die Sicherungen. Gleich verrührt. Frau Buchner! Frau Buchner! Ich werde in der Küche sein, morgen. Morgen. Ach, Sie sind doch... Mein Gott, haben Sie einen Staubsauger noch nicht losgebracht? Aber Sie könnten ja für mich ein gutes Wort einlegen. Sie kennen doch die Leute. Ja, mal schauen. Vielleicht kann ich was für Sie tun. Wohnen Sie in der Nähe? Ach ja, das kann man schon sagen. Ich hab Sie schon manchmal gesehen, in der Früh, wenn ich von der Arbeit gekommen bin. Ach, ich hab Sie auch schon gesehen, in der Früh, wenn ich ins Geschäft gegangen bin. Ja, nicht möglich. Ja. Und ich hab immer gedacht, Sie nehmen mich gar nicht zur Kenntnis. Was Sie sich so vorstellen. Wohnen Sie in der Nähe? Ja, sozusagen in allernächster Nähe. Sind Sie erkältet? Na, warum? Also, Sie schnuppern, als wenn Sie jeden Augenblick niesen müssten. Wahrscheinlich habe ich einen Staub in der Nase. Ach, Sie sagen mit der Nase. Was machen Sie denn dann mit Ihren Staubsauger? Nein, nicht Staubsauger. Ich bin ein Fahrer. Sozusagen ein Ritter der Landstraße und komm gerade von meiner Tür. Ach so, haben Sie umgesattelt. Na, früher haben Sie doch mit Haushaltsgeräten gehandelt. Nein, das war ein Missverständnis von Herrn Bogner. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich mir einmal vorstelle, Aus ist gell? mit der Musik, um Gottes Willen. Nicht mal, Sie sind schon im Geschäft. Ja, freilich pressiert, die Alte. Frau Bogner! Frau Bogner! Sagen Sie mal, in was für einem Verhältnis stehen Sie denn zu dem Mann? Leider in gar keinen. Nicht einmal einen verwandtschaftlichen. Menschenskind, das ist ja super! Ja. So was hat mir der Onkel Doktor verschrieben. Geh weiter. Da müssen wir zwei die gleiche Krankheit haben. Wie heißt denn? Andrea.
Andrea, zergeht auf der Zunge. Ja. Ich glaub, wir zergehen jetzt lieber ins Bett. Ich mein, Sie werden doch müde sein, wenn es die ganze Nacht mit dem... Na, ich bin hellwach. Das glauben oder nicht, mein Herz, das schlägt wie ein Dieselmotor. Oh, das kenne ich. Bei mir ist das der Blutdruck. Passen Sie auf, dass es keine Fehlzündung gibt. Mei, und wie die Rie. Mein Gott, nach was riecht's denn jetzt schon wieder? Ja, natürlich. So Eau de Paris. So, Eau de Paris. Das ist das gleiche Parfüm, das Ihre Frau auch benutzt. So ein Zufall, Ja. gell? Wissen Sie was? Lassen Sie einer Frau ruhig mein Zimmer ausparfümieren. Ach, das duftet vielleicht. Mir hat gerade vorhin einer erzählt, das riecht nach Weiber. Das duftet nach Frauen. Sollten Sie die Andrea einmal dazu bringen, mit mir auszugehen? Ausgeschlossen. Das geht nicht. Warum nicht? Ja, weil die ist verheiratet. Die hat einen Mo. Ja, gell, jetzt fällt der Blutdruck wieder. Wenn mir schon mal eine gefällt, dann ist verheiratet. Aber so ist es halt einmal im Leben. Gute Nacht, Herr Bunge. Gute Nacht, Herr Jesus Maria. Also da, wenn er mir jetzt nicht dazwischen geworfen hätte, das war furchtbar geworden. Ja, und hab vollkommen vergessen, dass heute diese komische Party ist. Party? Ja, so ein Firmenjubiläum. Mit Musik und Tanz und so. Kannst du einen alten Opa nicht mitbringen? Die Einladung ist leider nur für den Ehemann. Ach so, ja, und wo haben Sie dann den Ihren? Ja, der Arme hat Dienst. Wissen Sie schon beim MVV. Ja, immer diese Schicht. Und keiner von den Kollegen will tauschen. Wissen Sie was? Ich bügel denen das Kleidl auf und mein Mann kann's vorbeibringen. Gei, Opa! Na, ich lass dann vom Fahrer abholen. Oh, das darf man aber gar nichts ausmachen. Gell, Oma? Na, Dankeschön, nicht nötig. Ach, Herr Bogner. Was denn? Wer war denn eigentlich der junge Mann vorher? Der junge Mann, irgendwann der pressiert, Freund Andrea. Und nochmal vielen Dank fürs Aufbügeln, gell? Ja, Sie wollen sich nicht Ihr neues Kleidl anziehen. Was mit dem Rückendekolleté und dann nur solo? Ich will doch der Frau Bollmann den Abend nicht verderben. Sie, das ist ja gar kein Vertreter. Nein, der ist nur der Vertreter vom Vertreter. Ach so. Ja, soll ich Ihnen das Kleidl nicht durchbringen? Na, Dankeschön. Ja, das ist irgend so ein Fahrer, der muss da ganz in der Nähe wohnen. Ja, wenn Sie wollen, können Sie Schnarcher hören. Sieh mal, wie der da die Witze lässt und wirklich. Mensch, ich hab ja total vergessen. Ich muss da noch ein bisschen... Ach na, das war gut. Also, wiederschauen. Jetzt ist mir das Blut stehen geblieben. Ich stell vor einem Herzinfarkt. Das war, sind Sie also schon begegnet? Ja, du, gerade noch, dass ich dazugekommen bin, wie ich eher bei ihr vorstellen wollte. Um Gottes Willen. Mama, da sind wir noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Also lang mache ich das Theater nicht mehr mit. Was ist denn jetzt schon wieder? Ihr werdet exemplarisch Wunder-Leben. Dieses Frau, die sollte hier rein. Da ist wieder einmal ein Zieg anfällig, Warum denn schon wieder das Theater? weil ich im Speicher die Sicherungen raustragen habe. Die Schluder hat er mit dem Kasten das ganze Viertel mit Musik versorgt. Ja, stimmt schon. Bitte, Herr Ranzinger. Aber Zimmerlautstärke bitte mal aus, sagst du das Ihrer Frau? Gustl, Hä? Gustl, jetzt ist ganz aus. Mein Gott, noch 3, halt die Sicherung wieder rein, dass ihr sehen könnt, was ritzt. Na, meine Frau will euch anzeigen. Gut, aber dann mache ich Gegenklage, gell? Wegen Ruhestörung. Na, aber doch nicht deswegen. Was, ne? Meine Frau hat festgestellt, dass bei euch 2 Personen verschiedenen Geschlechts in einem Zimmer wohnen. Aber nicht miteinander. Sie sagt, das verstößt gegen gute Sitten und Moral und das wäre Kuppelei. Ja, ich hab dir gleich gesagt, dass das nicht gut ausgeht. Also, na, ist also doch wahr. Also, Gustl, bei aller Freundschaft, weißt du schon. Also, ich hätte euch ja schon lange anzeigen sollen, gell? Was? Ja, aber ich weiß ja nicht wo. Und zu sowas gibst dich du her und redst da von Freundschaft? Nein, ich hab zu ihr gesagt, dass ich euch zuerst gehörig den Kopf wasche. Eile, ich soll mich von dir wieder zusammenputzen lassen, gell? Sie horcht schon wieder. Ja, schlag zu, ich kann schon gar nicht mehr da warten.
ist jetzt Ruhe gewesen, Herr Buchner. Jetzt lassen Sie uns einfach die Sicherung raus. Ja, was denken Sie sich eigentlich dabei, die Gutmütigkeit einer Frau so auszunützen? Sie... Ja, ist schon gut, Herr Ranzinger. Ich meine, Sie haben ja recht, Ihre Frau ist ja wirklich die Gutmütigkeit in Person, gell? Aber schon langsam wird's ein bisschen übermütig. Und darum sagst du jetzt deinen alten Xantippen, die da am Fenster wieder horcht, dass sie die größte Giftspritze in der ganzen Straße ist. Ja, Gustl! Nix, Gustl, jetzt platzt mir mal der Kram, mein Lieber. Ich mein, ihr habt es nicht im Überfluss und mir auch nicht. Aber das ist wohl das Höchste, dass ihr uns jetzt die paar Magel nicht vergunst, die uns mir dazu verdienen. Papa, sei doch stark. Justus, der Herr Jäger, wenn das hört. Das ist mir wurscht. Ich bin jetzt narrisch. Merkt ihr das? Die zwei jungen Leute gehören nicht zusammen und haben auch nichts miteinander. Und deiner Alten kannst du sagen, wenn's mich noch einmal verdächtigt, dann kannst mich wegen Körperverletzung anzeigen. Gustl, das hättest jetzt nicht tun sollen. Blöde Ziege am Theater hängt mir jetzt schon langsam zum Hals raus. Geh auf und hau mir auf die Schmo. Das kann ich aber erst machen, wenn sie nicht daheim ist. Du kommst sofort rauf. Ja, Paula, ich komm sofort. Ja, Paula, ja. So, aber was jetzt mit mir passiert, das hast du dir selber zuzuschreiben. Her damit. Was hast denn jetzt wieder angestellt, Herr? Ja, glaubst denn du, dass ich dir das gefallen lasse? Das ist mir wurscht. Alles hat seine Grenzen. Ab sofort ist aus mit dem Kalten Krieg, gell? Ab jetzt wird scharf geschossen. Meinst du nicht, es war gescheiter, wir dann selber mit den jungen Leuten reden, bevor es andere machen? Jesus Maria, Josef, ich erschrick jedes Mal, wenn's leid. Wer werden das wieder sein? Ja, mach auf, dann weißt du's. Ja, ich mach auf, dann weiß es. Genau. Ist Gott, kann ich mit Ihnen sprechen? Ja, muss das jetzt sein? Der schlaft ja noch. Dann weg es auf, ich bin sein Vater. Freut uns, dass wir Sie kennenlernen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ja, beim Sitzen redet sie sich doch leichter. Wegen dem Reden bin ich nicht gekommen. Ja, aber da lässt sich's auch leichter verhandeln. Kannten Sie meinen Sohn jetzt aufwecken? Ja, wenn's meinen. Herr Jäger, Besuch für Sie. Der Herr Oberförster. Ihr Sohn ist wirklich ein netter junger Mann. Gell, wir kommen gut mit ihm aus, Papa. Ja. Man sieht halt gleich, dass er aus einer guten, vornehmen Familie kommt. Ja, sieht man sofort. Ja, ich komme ja auch aus einer sehr vornehmen Familie, gell? Aha, meine Mutter war eine von und zu. Und mein Vater, der war auf und davon. Lass doch dann deine blöden Witzel, wenn du schon siehst. Ein schönes Wetter haben wir heute, gell? Ja? Ich glaube, es kommt ja gleich ein Gewitter. Komm, Mama, gehen wir. Ich vertrag keinen Donner. Ja. Vollkommen humorlos, der Mensch. Du, die hätte ich nicht erwartet. Grüß dich, Papa. Grüß dich. Ist heute der Tag der wenigen Worte. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Ja, ja. Das haben wir ja schon öfters gehabt. Also, was gibt's? Einiges. Ich komme gerade von deiner Spedition. Gekündigt. So. Ruckzuck geht also sowas. Das verdanke ich sicher dir. Na, dir selber. Wenn du dir einbildest, du kannst mir einen Schaden zufügen, dann täuscht du mir lieber. Oder hast du eine Erklärung, warum du meine Partie Orange stehen hast lassen? Hab ich. Da bin ich neugierig. Ich wollte einen Verlust ersparen. Ein Verlust, den habe ich. Durch dein allmächtiges Handeln. Ein Riesengeschäft ist mir ausgekommen. Für weniger als die Hälfte hätte ich die Orangen gekriegt. Und der Tagespreis heute ist wieder gestiegen. Willst du unbedingt den Ärger mit der Kundschaft haben? Geschafft, Hörer.
Was heißt der Ärger? Die Konkurrenz hat jetzt die billigen Orangen und ich stehe da und schau gewohnt. Das wird sie sagen. Mir sagt das, was du für ein Kaufmann bist. Aber das Maul aufreißen, weil du bei mir nicht die erste Geige spielst, das kannst. Wenn ich dir die Geschäftsleitung übertragen tät, wär ich in 3 Wochen pleite. Dann sei froh, dass du mich los bist. Das hättest du schon früher haben können. Einen Zauberton hast du dir dazu gelegt. Vielleicht ist es ein anderer, als du gewohnt bist. Zumindest gewohnt von mir. Heute steht einmal niemand mehr hinter mir, der mich unterdrückt. Heute habe ich die Gelegenheit, dass ich mal was richtig mache. Hast du richtig gesagt. Den Beweis hast du jetzt in der Hand. Ist doch klar. Meine Spedition, die will ich nicht als Kundschaft verlieren. Sicher. Du hast einen längeren Arm. Aber ich finde schon wieder was. Ich will dir mal was sagen, Fremdl. Du hast mir nichts mehr zum Sagen. Vielen Dank für die Glückwünsche zu meiner Hochzeit. Geh, Papa, jetzt hör doch auf. Du kannst doch machen, was du willst. Aber du kannst doch von mir nicht verlangen, dass ich heute schon so weit bin und eine neue Frau an deiner Seite akzeptiere. Ich sehe gerade allerweil noch die Mama neben dir. Es tut mir leid. Leid? Mich triffst du damit nicht. Aber meiner Frau tut das sehr weh. Das wiederum ist dir wurscht. Und ihre Tochter ist so eingeschüchtert, dass sie sich jetzt irgendwo eine Wohnung oder sowas gesucht hat. Was? Das gar nicht bei dir mit einzum. Ja, mag sie denn sowas von dir vorwerfen lassen? Ja, jetzt schiebt er wieder alles auf mich. Aber das stecke ich weg. Das bin ich auch schon gewohnt. Vielleicht hätte man dich einfach besser an die Kandare nehmen sollen. Weißt du nicht. Das Gegenteil wäre viel gescheiter gewesen. Schon als Kind. Da hast du mich das immer spüren lassen, dass ich abhängig bin von dir. Jeder Angestellte hat bei uns im Geschäft mehr zum Sagen gehabt als ich. Und als letzte Station, da lasse ich mich nachher noch vor deiner neuen Frau und deiner Tochter runtermachen. Na, ohne mich. Wenn du im Kaufmännischen so gut warst wie im Reden, wärst du jetzt schon Jungmanager. Aber nicht in der Firma Jäger. Jeder Vogel muss einmal raus aus dem Käfig, damit er sieht, was er Flügel hat. Mhm. Mach bloß keinen Sturzflug. Keine Sorge. Schau halt wieder mal vorbei, Papa. Ich sehe keinen Grund. Dann kann ich es auch nicht ändern. Ist die Luft rein? Nein, noch nicht ganz. Haben Sie was gehört? Alles! Mein Gott, warum haben Sie die Orangen auch nicht mitgenommen? Ach, das war doch ganz anders. Ich habe durch Zufall erfahren, dass diese Fuhre Orangen auf dem Schiff ganz oben an Deck geladen war. Und das Schiff, das ist nämlich in einen riesen Sturm gekommen. Und das Salzwasser ist immer schön auf die Orangenkisten. Kennen Sie einen aus? Ja. Ja, wer mag denn schon Orangen, die salzig schmecken? Also, mir schmeckt süß auch besser. Ja. Ja, ist doch klar, so denkt ja auch die Kundschaft. Deswegen waren sie auch so billig. Aber jetzt wird halt die Konkurrenz drauf sitzen bleiben, bis verfault sind. Bloß mein Vater, der steht da als der Größte, der nur ordentliche Ware liefert. Und warum haben Sie es dem Vater nicht gesagt? Jetzt der wir nichts übereilen und ein bisschen Daumen halten. Wenn mir Rechnung aufgeht, dann habe ich viel gewonnen. Ja, wenn nicht sogar alles. Ah, Sie meinen, Ihr Vater sieht dann ein, dass Sie recht gehabt haben? Ja, so ungefähr. Also, ich halte Ihnen beide Daumen, gell? Und jetzt gehen Sie mit mir raus in die Küche, dann koche ich eine gutes Tassel Kaffee, dann vergessen Sie gleich einen Ärger über Ihren Vater. Nein, Dankeschön, das braucht's nicht. Aber geh. Bescheidenheit ist eine Zier. Doch weiter kommst du ohne ihr. Übrigens, ich bin der Gustl. Ja, freut mich. So, und jetzt redst du nicht mehr lang. Jetzt gehst du mit zum Kaffee trinken. Ja, also gut, wenn du meinst. Ja, du, aber anstoßen sollte man schon drauf. Hä? Ich hab da noch eine Flasche Cognac. Ah! So à de Paris. Nein, nicht ganz. Was für die Frau so à de Paris ist für den Mann der Hennessy. Herr Bogner, ich bin's. Ich hol mein Kleid jetzt doch selber. Ach, da ist ja gar niemand. Frau Bollmann, ich hab's gleich. Ich komme einen Augenblick mit hoch. Nein, lieber nicht. Es schaut so aus. Was ist denn das? Rasiert sich der Herr Bogner in meinem Zimmer? Ich glaube, jetzt wird's kariert.
Ich hab doch gar karierte Bettdecken. Schlafanzug. Zahnbürste. Ja, bin ich denn in der verkehrten Wohnung oder was? Also, da stimmt doch was nicht. Ich will mal was zum Rauchen, Gustl. Wie heißt's bei Schiller? Errötend folgt er ihren Spuren. Aber hier sind Sie auf der falschen Spur. Sie Schnüffler. Weil sie verheiratet sind? Wer hat Ihnen das erzählt? Der Herr Bogner persönlich. Aber so wie Sie jetzt schauen, hat er gelogen. Nein, es stimmt. Dass er gelogen hat? Ja. Das heißt nein. Mir scheint, Sie wissen es selber nicht genau. Und Sie geht es überhaupt nichts an. Was suchen denn Sie eigentlich in meinem Zimmer? Umdraht wird auch ein Schuh draus. Haben Sie vielleicht zufällig auch einen Jackenknopf vermisst? Ich vermisse gelegentlich Jackenknöpfe, ja. Ist das verboten? Der, von dem ich rede, auf dem habe ich die ganze Nacht geschlafen. Rasieren Sie sich da drin. Wenn Sie nichts dagegen haben? Hab ich schon? Sie sind wieder nicht daheim. Dann ist es Ihre. Ja, erraten. So, sollte Ihnen von da drin noch was gehören, dann möchte ich Ihnen raten, das so schnell wie möglich rauszuräumen. Dieses Zimmer habe nämlich ich gemietet. Könnten Sie das noch einmal ganz langsam zum Mitschreiben sagen? Da drin, da wohne nämlich ich. Nein, ich. Ich und nur ich. Dieses Zimmer, in dem Sie meine ganzen Sachen gefunden haben, habe nämlich ich rechtmäßig gemietet. Vielleicht überzeugt Sie ein Blick in meinen Kleiderschrank, bitte. Und bei der Gelegenheit können Sie gleich in meinen Kleiderschrank schauen. Bitte. Hm? Soir de Paris. Jetzt glaube ich, rieche, was da los ist. Mein lieber Freund Gustl, da werden wir uns dann noch unterhalten müssen. Ah ja, ich komm ja schon. Ah, der Peter hat sich eins wieder niedergelegt. Schauen wir mal. Hallo, na sowas. Da sieht man doch gleich, dass Sie der Opa sind. Bollmann, mein Name. Alexis Bollmann. Aus Dallas. Ihre Tochter hat doch sicher schon von mir berichtet, nicht? Tja, man kennt sich und hat sich doch noch nie gesehen. Ja. Hübsch haben Sie es hier, schlicht aber einfach. Ja, ich habe Ihre Tochter hergefahren, weil sie ihr Kleid vergessen hatte. Übrigens eine reizende Person. Und so bescheiden, ich musste diese kleine Gefälligkeit direkt aufdrängen. Dabei ist es mit dem Wagen doch nur ein Katzensprung, nicht? Ach, und da haben wir ja auch unsere Oma. Entzückend. Ich verstehe kein Wort. Ja, sie versteht kein Wort. Sie hört ein bisschen schlecht, wissen Sie. Das ist die Frau Bollmann, Oma, gell? Wer ist das? Ja, ist schon gut, Oma. Sie ist leider schon ein bisschen verkalkt. Was bin ich? Herr Strobel ist wohl nicht zufällig anwesend. Ich weiß ja, dass er heute nicht zu unserem Fest kommen kann. Leider konnte ich ihn bis jetzt noch nicht persönlich kennenlernen. Aber ich verstehe schon diese Schichtdienste immer nicht. Gar keinen Umständen, die sehe ich überhaupt nicht ein. Wir kommen denn eigentlich dazu, ha? Das werden wir dann schon sehen. Oh, wie peinlich. Muss ich mitten in einen Ehekrach hineingeraten? Aber nur keine falsche Scham, Frau Strobel. Das kommt in den besten Familien vor. Guten Tag, Herr Strobel. Ich bin Frau Bollmann. Ich bin entzückt, nun auch den Gatten unserer Sekretärin kennenzulernen. Mit Oma und Opa habe ich mich ja schon bekannt gemacht. Ja, es freut uns auch sehr, dass Sie mal reingeschaut haben, Frau Bollmann. Gell, Oma? Ich glaube, ich bin. Ja, das war jetzt erst einmal. Also es ist ja wirklich sehr bedauerlich, dass Sie heute nicht zu unserem Fest kommen können. Aber Dienst ist Dienst, nicht? Was sehen Sie mich denn so entgeistert an? Ach, wegen der kleinen Streiterei. Oh, das habe ich doch überhaupt nicht gehört. Ich darf doch rauchen, ja? Na? Selbstverständlich. Ja, jetzt schau doch nicht so, Helmut. Helmut? Ja. Ach Gott, Frau Bollmann,
Bollmann, entschuldigen Sie halt, aber mein Mann hat sich geärgert. Dabei war es nur ein Missverständnis, ja. Jetzt hör doch mal auf mit der Bockerei, Helmut. Also, ich verstehe nicht ganz. Das verstehst schon noch. Wir haben uns doch immer so gut verstanden. Schau mal, wie ich über die Sache denke. Okay, unter diesen Umständen Aussöhnung, aber nicht mit so einem Wegwischbussi. Das ist nett, Frau Bollmann. Es ist wirklich nett, dass ich Sie einmal persönlich kennenlerne. Na also, wer sagt's denn? So ein kleiner Streit reinigt die Luft und frischt die Liebe wieder auf, nicht? Worum ging's denn überhaupt? Eifersucht? Nein, dazu hat er keinen Grund. Es war wegen dem Geld. Ja, aber die Hauptsache ist, dass wir uns jetzt wieder verstehen, ja. Hey, Andrea? Es langt schon wieder. Ach, lassen Sie ihn doch, Frau Strobel. Och, ich wünschte, mein Mann würde mir seine Zuneigung so ungestüm vermitteln. Ich bin froh, dass Sie in guten Händen sind. Ja, na also, dann machet deine Chefin die Freude. Mensch, Opa, jetzt sag du das auch, jetzt wird die Schamia direkt. Warum denn? Schau, ich schau mich auch nicht. Ja, du kommst schon auch nicht zu kurz. Eine reizende Familie. Na und Sie, Herr Strobel? Sind Sie glücklich und zufrieden beim MVV? Bei was? Beim MVV. Die Frau Bollmann meint, ob du mit deiner Arbeit beim MVV zufrieden bist. Bim, bim. Ach so, ja, natürlich bin ich zufrieden beim MVV. Da müssen Sie ja sicher bald weg zum Dienst, nicht? Na, ich hab halt Zeit. Heute hab ich frei. Ja, was höre ich denn da, Frau Strobel? Ihr Mann muss ja gar nicht weg. Ja, grad höre ich's. Also ich hab hin und her probiert und dann hab ich doch mit einem Kollegen tauschen können. Freust dich, Hasi? Wahnsinn! Ja, das ist ja entzückend, dass Sie nun doch zu unserem Fest kommen können. Sie dürfen es meinem Mann natürlich nicht verübeln, wenn er ein paar Mal mit Ihrer Frau tanzt. Das wollen wir beide ihm doch gestatten, nicht? Wissen Sie, mein Mann hat nämlich ein Faible für hübsche Frauen. Ja, sonst hätte er mich ja wohl nicht geheiratet, nicht? Es gibt Kaffee und Kuchen, Freibier und Schnäpse für jeden. Oder Likör! Bis zum geht nicht mehr. Bei mir dürfen Sie auch mal anfragen. Sie werden sehen, Sie werden sich richtig amüsieren. Also, auf geht's mit euch beiden. Rein ins Schlafzimmer und umgezogen. So. Besonders begeistert scheinen die beiden ja nicht zu sein, was, Opa? Aber nun sagen Sie mal, wo haben Sie denn eigentlich den Kleinen? Den Kleinen? Ja. Ah, den Kleinen! Ja, den Kleinen! Der ist bei uns in der Küche, der Kleine. Ja. Sie versorgen den Kleinen ja so nett. Ein Glück, dass Frau Strobel Sie hat. Ich verstehe kein Wort. Ich spreche von Ihrem kleinen Enkel. Ich meine, die Mutter sollte ja die ersten Jahre beim Kind bleiben, aber wenn eben ein Verdienst für 3 nicht reicht, ne? Könnte ich mir den Kleinen mal ansehen, wo ich doch gerade hier bin? Möchtest du mir nicht einmal sagen, was das alles heißt? Das erkläre ich dir später, Oma. Wissen Sie, meine Frau versteht nicht alles. Sie reden ein bisschen schnell. Ja, aber ich bin nicht schwerhörig. Was? Ach so, ja, aber das mit dem Kleinen, das lässt sich nicht machen gerade, weil der hat gerade sein Flascherl gekriegt, gell, und der schlaft jetzt. Ach, ja. Und wecken kann man ihn dann nicht. Aber raus! Was denn nun schon wieder? Ach, sie ist halt manchmal ein bisschen geschämig. Was, vor dem eigenen Mann? Oh ja, oh, das kann ich bestätigen. Mich lasst sie auch nie nehmen, wenn's ausgezogen ist. Herr Strobel, Opa hat mir gerade eine große Bitte abgeschlagen. Den Kleinen. Ich meine, könnte ich mal? Nur so ein bisschen, ja? Einen kleinen? Ja, Opa hat mir verraten, dass er gerade das Fläschchen bekommen hat und in der Küche ist. Sie holen ihn für mich, ja? Ja, aber gern. Ah, es ist ein Franzos. Wieso? Ja, weil er halt in Frankreich gemacht worden ist. So genau wollte ich gar nicht wissen.
bisschen gewagt für ein Betriebsfest. Sieht wohl auf Eroberungen aus, wie? Ja, also mein Mann und mir gefällt. So, da hält man. Menschenskinder. Irre kann ich zu dem Kleidl bloß sagen. Ha, na, Frau Bollmann, ist das was? Geschmackssache. Und alles von meinem Geld. Da waren Sie aber sehr sparsam. Also, wenn Sie meine Meinung interessiert, elegant bedeutet auch dezent. Das ist vornehm. Der mag's gar nicht so vornehm, gell? Herr Strobel, Sie haben mir doch versprochen, den Kleinen zu bringen. Ach so, ja. Geh, Oma, bring mal ein paar Glasel. Frau Bollmann möchte gerne einen kleinen. Was denken Sie denn von mir? Ich spreche von Ihrem kleinen Jungen. Ach, Sie haben unseren Stammhalter gemeint. Ja, der ist noch nicht auf der Welt. der unseren Prinzen aus dem Schlaf stören darf. Also wenn das so ist, dann eben ein andermal. Auf Wiedersehen, Opa. Ich darf das so sagen, ja? Auf Wiedersehen, Oma. Und eine entzückende Familie. Gott sei Dank, Sie schlafen noch. Ja. Oh, mir deren vielleicht meine Füße weg. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel tanzt. Oh, ich auch nicht. Der Muskelkater, der kommt bestimmt. Schau her, das ist gegen den anderen Kater. Da. Süß, gell? Na, sauer. Nein, von Opa und Oma finde ich das süß, das mit den Gurken. Magst du ein Bier? Na, da kannst du mich jagen damit. Ja, das glaube ich, dass der Helmut halt nur hat. Und der Peter wird auch nichts mehr wollen, ha? Schon. Aber das lässt sich nicht so leicht ausmachen. Da, dass du auf andere Gedanken kommst. Naja, verarsch mich nur. Statt dass du mir dankbar bist. Ja, das bin ich doch auch. Menschenskind, aber schon wir. Ja, aber du hast ja meine Notlage ganz schön ausgenutzt, gell? Es war doch wichtig, dass die Frau Bollmann keinen Verdacht schöpft. Na, aber im Ernst. Ich hab dir doch schon vorher gesagt, dass du mir gefällst. Okay. Das habe ich gar nicht gemerkt. Na, aber du hast mir auch schon vorher gefallen. Wie ich dich noch für einen Staubsaugervertreter gehalten habe. Oh Gott, hab ich nicht mehr. Also dann, gute Nacht, Helmut. Ach, Peter, höchste Zeit, dass ich ins Bett komme. Ja, höchste Zeit, dass wir ins Bett kommen. Endstation. Das kennst du doch vom MVV. Ach, geh weiter. Eben nicht. Dein Ruhelager befindet sich auf der Couch. Also, du kannst mir doch nicht einfach vor die Tür setzen. Es ist doch mein Zimmer, genauso wie deins. Ja, in der Tat. Über diese Merkwürdigkeit wird sowieso noch mit Bonus geredet. Überredet. Aber eines sagst du mir noch. Habe ich berechtigte Hoffnung auf eine Fortsetzung unserer Bekanntschaft? Spielst du Fußball? Wie kommst du jetzt da drauf? Weil du als Stürmer recht stürmisch bist und drum muss in die Verteidigung gehen. Okay. Ich hab schon verstanden. Schlaf gut. Träum von mir. Vielleicht. Gute Nacht, Peter. Und danke für alles. Übrigens, es steht 1:0 für dich. Tor, die spielt die Squiddy! Manchmal möchte ich schon mit dir. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Was tust denn du am Balkon? Ich hab mir das Fußballspiel ein bisschen angeschaut. Gesundheit! Danke. Hast du dich beim Zuschauen ein bisschen erkältet, Herr? Siehst, das kommt vom Spionieren, alter Freund. Von wegen. Ich hab nur durch Zufall mitgekriegt, dass du dich ganz schön im Abseits befunden hast. Alter Freund. Meinst du nicht, dass sich da eine gewisse Person auch im Abseits befindet? Ja. Eine Person, die ein Zimmer an 2 Personen gleichzeitig vermietet.
Verschiedenen Geschlechts, wohlgemerkt. Nicht verwandt und nicht verschwägert. Also, was hast du jetzt zu deiner Verteidigung zum Sagen? Ich sage überhaupt nichts ohne meinen Anwalt. Ist auch recht. Aber wissen möchte ich schon, was du dir dabei denkt hast. Das Doppelte. Aber gesund bist schon. Schon, ja, bis auf die Leute. Danke. Jetzt lenkt nicht ab. Was hast du denn denkt mit der Doppelvermieterei? Ja, also langer Rede, kurzer Sinn, das war ja so, schau. Ich hab das Zimmer an die Andrea vermietet, was meine Frau nicht gewusst hat, nicht? Und sie hat's an dich vermietet, was ich wieder nicht gewusst hab. Ja, und dann haben wir halt gesehen, in welcher verzweifelten Lage ihr zwei euch befunden habt. Und da wollte man keins von euch auf die Straße sitzen. Reine Menschenfreundlichkeit war das. Ich darf's eher Gaunerei nennen. Du bist mir vielleicht einer. Schon, gell, aber ein netter. Stimmt, dir kann man gar nicht besser. Stimmt, ich mir selber auch nicht. Du, im Übrigen kannst du mir dankbar sein, weil ohne meine Mithilfe kannst du an eine Fortführung deines Glückes mit der Andrea überhaupt nicht denken. Also wenn ich ehrlich bin, mir reizt er direkt, gell? Aber bitte, ich gebe sie frei. Ich meine, ich bin ja schon vergeben, gell? Oh, unter diesen Umständen, da traust du mir gar nicht annehmen. Na, aber ehrlich, die gefällt mir wahnsinnig. Menschenskind, was macht man da bloß? Ja, heiraten, das ist die beste Kur. Das ist der letzte Schritt, aber keine Kur. Ja, ich habe ja gemeint Rosskur. Mal sehen, wie es weitergeht. Vielleicht entschließe ich mich zur Kur. Einmal mit ihr. Du, übrigens, ihr Vater. Ja, das heißt, eigentlich ist er ihr Stiefvater. Aber der hat halt da. Ach, um das geht's mir nicht. Ja, das ehrt dich zwar, aber das ist doch immerhin eine schöne Begleiterscheinung, oder? Na, das ist mir wurscht. Wenn ich aufs Geld aus wäre, dann hätte ich ja bei meinem Vater nicht alles hingeschmissen. Mei. Was der sagen hat, wenn ich ihm die Andrea als Schwiegertochter vorstellen darf. Das darf ich auch gern hören. Ungefähr so müssen ich das sagen. Ja, ich weiß ja genau, dass du dagegen bist. Aber egal, was du magst, das Fräulein Strobel wird meine Frau. Was, Strobel? Du, ich glaub, dem seine Frau hat auch Strobel geheißen. So ein Zufall, ja. Mei, du, die Andrea, die weiß ja noch gar nicht einmal, wie die heißt. Bloß Peter. Oder Helmut. Ja, ist wurscht. Morgen, da klären wir dann alles auf. Ja. Gute Nacht, Du, Peter, das lasst mir jetzt keine Ruhe. Ich muss dir jetzt reinen Wein einschenken. Nein, ich mag heute keinen Wein mehr. Jetzt hören wir doch einmal zu. Ich mag nicht schlafen, aber so spät mag ich schauen. Was? Also tut mir leid, ich verstehe nicht Chinesisch. Was jetzt schon, so früh? Mama! Mama! Ja, schau du einmal nach, ich bin noch nicht salonfähig. Wie steht denn das Barometer? Veränderlich. Die zwei wissen noch nicht, dass sie Brüderchen und Schwesterchen sind. Wahrscheinlich haben sie noch keine Zeit gehabt vor lauter Bolzen. Guten Morgen, Herr Bogner. Entschuldigen Sie die Störung in aller Herrgottsfrüh, aber mein Mann, der hat mir schon so viel erzählt, wissen Sie. Gott, wir kennen uns ja schon. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ja, ich war doch gestern schon mit da. Sie, der Herr, der gestern da war, der war die Unfreundlichkeit in Person. Das können doch Sie gar nicht Ach so, das ist mir auch sehr peinlich. Mensch, sein Staat, da schlaft doch jemand. Ah, da liegt da das junge Obst und Gemüse. Du hast es ja nicht glauben wollen. Na, den kenne ich. Sie ist ein Staubsaugervertreter. Na, das war ein Irrtum. Der ist Fahrer. War Fahrer. Sie sind auf mich nicht gut zu sprechen, was? Ja, das war ein Wunder, gell? Einer Sohn hat's ja nur gut gemeint, wenn er die der feigen Orangen hat stehen lassen. Sie, der hat schon einen Geschäftssinn. Korpusdelikte. Na, das ist Orangen. Aber er hätte mir's doch sagen können, was das mit den Orangen auf sich hat. Der hat doch bei einer gar nichts mehr zum Sagen. Er will immer mit dem Kopf durch die Wand. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Da kenne ich auch einen, gell? Aber mein Mann hat schon eingesehen, dass er ihm Unrecht getan hat. Jetzt schafft man klare Verhältnisse. Peter, aufwachen. Zurück.
Wir lassen doch noch schlafen. Du bist so undiplomatisch. Aha. Komm, lass mir das machen, Walter. Hä? Meinst du, wird's besser? Naja, schlechter kann sie nicht mehr werden, gell? Ja, lass uns, Ja, aber Mann, wir reden miteinander. ja, lass uns lieber allein. Ja, komm's mit mir raus in die Küche. Ach so, ja. Ihre Frau wird den richtigen Dreh schon benannt haben, ja. Ist jetzt noch eine kleine Ruhe da? Na, ausgeschlafen? Wenn ja, dann wünsche ich einen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie kommen denn Sie in mein Zimmer? Ach so, ja, ich bin ja ausquartiert. Sie sind doch... Genau, Sie kennen doch mit der Andrea zusammen. genau. Sind Sie mit ihr verwandt? Sehr. Wollen Sie zu Andrea? Genau. Ah, ja, die schlaft wahrscheinlich noch. Wir waren nämlich gestern fort und da ist es ein bisschen spät geworden. Was? Sie waren miteinander fort? Ja, sie hat einen Mann braucht und da bin ich eingesprungen. Wie soll ich denn das verstehen? Kennen Sie die Frau Bollmann? Oh ja. Sehen's? Und die war gestern da und hat mich für der Andrea ihren Mann gehalten. Das Theater mit ihrer Eifersucht, das kennen Sie auch? Oh Gott, ja. Und da haben Sie Ihren Mann gespielt? Mit allen Pflichten. Haha. Was war mit den Rechten? Da laufen die Verhandlungen noch. Wir haben sogar in einem Bett geschlafen. Hoppla. Ja, nix hoppla. Hintereinander. Die Andrea in der Nacht und ich am Tag. Ja, das Bett, das ist sozusagen immer warm geblieben. Ich verstehe kein Wort. Der Herr Bogner, der hat das Zimmer dort zweimal vermietet. Ja, aber ich als Fahrer nachts über gearbeitet hab ich tagsüber drin geschlafen und die Andrea in der Nacht. Und er hat die Miete damit zweimal kassiert. So, und Sie haben das gewusst? Ach was, keine Ahnung haben wir gehabt. Aber gestern, da war dann die Stunde der Wahrheit. Ja, darum habe ich da heute auf dem Sofa geschlafen. Und sag mal, kennen Sie eigentlich die Eltern von der Andrea? Ja, sehr gut sogar. Wir sind ja miteinander verwandt. Und was sind das für zwei? Och, die sind in Ordnung. Warum? Also, ich finde Sie prima. Wie ich Sie und die Andrea zum ersten Mal gesehen habe, da hat's gleich geschnackelt. Ich war verliebt auf den ersten Blick. So, und die Andrea? Kann meinem Charme nicht widerstehen. Da schau her. Da werde ich Sie gleich zu dem Thema vernehmen, dem Charme nicht widerstehen können. Ne? Genau das war's. Fragen Sie es ruhig einmal. Ganz nebenbei, wie ihr gefällt. Aber nichts verraten, gell? Oh, ich bin doch eine Meisterin der Diplomatie. Morgens bloß Sie können auf den Putz hauen. Ne? Jetzt sagen Sie, wie Sie zu ihr stehen. Sind Sie eine Cousine? Nein, nur die Mutter. Nur die... Verdammt. Entschuldige es heute, wenn ich manchmal ein bisschen dumm dahergeredet hab, gell? Es war nicht so schlimm. Es war recht amüsant. Jedenfalls wissen Sie jetzt, was mit mir los ist. Ja, es ist gut, sowas zu wissen. Und Ehrenwort, ich werde mein Wissen nicht missbrauchen. Würden Sie sowas wie mich als Schwiegersohn akzeptieren? Ich schon. Aber die Andrea und mein Mann? Was? Einen Schwiegervater gibt's auch noch? Oho, da werden's Augen machen, wenn Sie meinen Mann kennenlernen. Naja, zugegeben, ein bisschen schwierig ist er ja. Aber Sie werden schon zurechtkommen mit ihm, ne? Muss ich halt wieder meinen Charme spielen lassen. Ha, aber ob das reicht? Aber jetzt rede ich zuerst einmal mit der Hauptperson, ne? Diplomatisch. Diplomatisch? Die Festung Schwiegermutter habe ich, glaube ich, schon erobert. Naja, ein bisschen Schiss habe ich halt nur vor ihm. Aber die Hauptsache ist ja, dass die Andrea mich will. Denn sie will ja, sie will ja, sie will ja, sie will ja. Willst du nach Spanien? Du tust dich lieber zusammenrichten, du hast Besuch. Naja, ich weiß schon. Meine Schwiegermutter ist gerade bei der Andrea drin und hält um meine Hand an. Deine Schwiegermutter? Ja, ja, du, das ist eine ideale Schwiegermutter. Ja, gell. Ihr seid euch aber schnell einig geworden. Tja, mei, du, wieso auch nicht, gell? Ja, du, aber eigentlich ist es schon ein bisschen zu schnell gegangen, gell? Ja, vielleicht hat die Andrea einen kleinen Defekt und sie ist froh, wenn sie es los hat. Meinst? Naja, du, ich will's mit und ohne Defekt. Mit und ohne Defekt, mein Lieber. Muss Liebe schön sein. Das muss doch ein herrliches Gefühl sein, wenn der Verstand so schön langsam zum Teufel geht. Du, dir wird's doch auch schon einmal so gegangen sein, hä? Ja, mich hat man seinerzeit zum Heiraten reif gemacht auf die zu. Na, hey!
Spucken auf den Boden ist verboten. Ja, da probier einmal. Warum? Was ist denn mit der? Pfui Teufel! Da gibt's nicht sowas. Aber das wird ja der Teil stehen kommen. Das war ein Volltreffer. Direkt auf den Kopf. Jetzt kannst du wieder zu Kreuze kriegen. Ja, von wegen. Du hast mir ja den Salzklumpen da andreht. Sag mal, wo kommen denn die eigentlich her? Weiß ich nicht, ist mir auch wurscht. Ich muss mir zum Mund ausspülen. Mir brennt die Pappen, als wenn ich Salzsäure gesoffen hätte. Also Mutti, du hast den Peter und mich mitten in der Nacht gestört. Also mir hat diese Störung überhaupt nichts ausgemacht. So nette Verwandte von dir, die dürfen mich jederzeit stören. Ah, da, schau her. Und wenn ich mich nicht verhört habe, ist da auch noch über meinen Kopf hinweg über meine Zukunft verhandelt worden, ha? Hat deine Mama da was gesagt? Na, sie hat nur ganz diplomatisch drumrum geredet. Drumrum geredet. Diplomatisch, hm? Ah ja, und kann man das Ergebnis des Gesprächs erfahren? Ich meine, weil es mich auch ein bisschen betrifft. Ja, sie hat wörtlich gesagt, dein Wunsch ist mir Befehl. Also das glaubst doch du nicht von mir, dass ich mir sowas von meiner Mutter anschaffen lasse. Niemals. Da sind so viele Leute. Ich gehe ja schon, bin schon weg. Sie ist weg. Ich auch. Einfach weg. Diese Niederträchtigkeit hört sich jetzt auf! Wo ist denn der Bogner? So. Schauen Sie noch das einmal an. Wo gibt's denn sowas? Schmeißt er mit der Feige Orangen nach meiner Frau? Ja, meine Frau ist doch kein Abfalleimer nicht, oder? Fritz! Bleib doch nicht so. Wir haben einen Besuch in der Küche. Ja, was meinst du, wie wurscht mir das ist? Die sollen aber hören, was du für einer bist. Aber Fritz, sowas kann doch einmal passieren. Passieren? Das ist eine vorsätzliche Unverschämtheit. Nein, das war nicht mit Fleiß. Okay, Peter, sei so gut, hol einmal die Flaschen Cognac aus dem Schlafzimmer. Auf der Wäschekommode steht's. Nein, ich lass mich nicht bestechen. In diesem Falle stehe ich voll und ganz auf der Seite von meiner Alten. Frau Gottin. Fritze, alter Spätze, glaub mir's halt, das war wirklich ein Versehen. Der Peter kann's bezeugen. Weißt du, der hat mir eine Orangen angeboten. Und was soll ich da sagen? Ich beiß da rein, gell. Und das war ein Geschmack war das so eine Mischung zwischen Salzsäure, Käse und Kernseife. Ja. Und ohne dass ich überlegt, beim Balkon unter damit. Und ich soll das glauben, hä? Ja. Du lügst da wie ein Politiker. Okay. Ja, halt's mir mal vielleicht für blöd, dass ich glauben soll, dass eure Untermieter, der Herr Jäger und Frau Strobel, nicht zusammenkehren und nichts miteinander haben. Bitte, das geht mir ja nichts an, gell? Aber rein moralisch gesehen, muss ich sagen, finde ich nicht für richtig. Nein, ich hab nämlich mit eigenen Augen gesehen, was die miteinander haben, gell? Wieso Jäger? Ja, mich für blöd halten, gell? Ja, der Jäger, der lässt sich sein Gemüsehandel raushängen und wohnt bei euch dann in Untermiete. Ein schönes Gemüse. Und ihr lasst euch nur zahlen dafür. Jetzt ist aber Schluss, gell? Sonst muss ich nämlich darauf bestehen, dass Sie sich bei mir entschuldigen. Und einer Frau auch. Jetzt red's doch nicht. Sie haben doch meiner Frau selber verzeiht, dass Sie in dem Zimmer da drin schlafen und der Herr Jäger genauso. Aber getrennt, du Nachtwächter. Sie bei der Nacht und er beim Tag. Und das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, oder? So, Herr Ranzinger. Jetzt feiern wir Versöhnung. Also ich bin Zeuge. Es war wirklich keine Absicht. Ja. Nein. Verdient hat er's ja nicht. Aber ich weiß ja, wer dahinter steckt. Du, deine Mama unterhält sich in der Küche mit einem Herrn. Der Herr ist mein Vater. Ach, sowas. Und das stimmt doch, hätte ich gemeint, dass meiner ist. Vielleicht ist es so nett bei der Mama, dann bin ich zufrieden. Wenn Sie sich nur kein falsches Bild über meine Mutter gemacht haben, Herr Jäger. Ja, was ist jetzt kaputt? Ich glaube, ich muss jetzt einmal über meine Mutter aufklären. Vor kurzem hat sie wieder geheiratet. Und wissen Sie warum? Damit sie sich ins warme Nest setzen kann. Und weil es aufs Geld aus ist. Ja, alles aus Berechnung. Na, finden Sie meine Mutter jetzt immer noch so nett, Herr Jäger? Sag einmal, was redest denn du alles zusammen? Den verdammten Blödsinn haben doch Sie aus der Luft gegriffen und rum erzählt. Es muss nicht immer Berechnung sein, wenn zwei Menschen heiraten. Haben Sie das schon mal gehört? Auf das Geld von Ihrem Vater ist sie bestimmt nicht aus. Ja, dann bist ja du... Andrea Strobel, ja. Ich bin die Tochter, die sich an Obst und Gemüse schadlos halten will. Aber sie dankt für Fallobst. Mensch, Andrea, so war das doch nicht gemeint.
können wir denn über die Angelegenheit nicht in aller Ruhe einmal reden? Ja, Sie hätten damals schon in aller Ruhe mit meiner Mutter drüber reden können. Aber Sie wollten ja nicht. Aber Andrea, wie redest denn du mit deinem Stiefbruder? Dieser Bruder existiert für mich überhaupt nicht. Und das ist im Moment das Wenigste, was mir einfällt. Gut. Wenn du mich nicht anhören willst, dann lassen wir es halt. Ja. Das Zimmer überlasse ich dir. Ich hol bloß noch meine Sachen. Nimm's ja nicht übel, Andrea. Zum Teil bin ich auch schuld. Ich hätte es mit ihm besprechen sollen, dass ich wieder heiraten will. Und ich habe nicht vor vollendete Tatsachen stehen. Das entschuldigt aber nicht, dass er solche Äußerungen macht. Das ist gemein. Also, ich mein, mir geht's ja zwar nicht so. Aber haben Sie im Leben auch immer alles richtig gemacht? Mama, wir mischen uns da nicht rein. Aber was heißt da nicht reinmischen? Ich sage so, wie ich denk. Warum habe ich denn die depperte Oma gespielt, ha? Weil sich das Fräulein Andrea im Geschäft als Ehefrau ausgegeben hat, das gar nicht ist. Das war zwar nicht gemein, aber es war falsch und klang. Also, wenn ich jetzt einmal was sage. Machen Sie daheim einen Mai auf, da ist angebracht. Aber Frau Bogner, jetzt regen Sie mich doch nicht so auf. Wir sind doch alles erwachsene und vernünftige Leute. Ja, das haben wir Sie gestern bewiesen, gell? Und ich lasse mal auf dem Bett nichts kommen. Mein Mensch, das muss doch jeder verstehen, dass er seine Mutter so schnell nicht vergessen kann und dass er sich mit der Neuen erst vertraut machen muss. Wer selber im Glashaus sitzt, der soll nicht mit Steine schmeißen. Auch nicht mit der Feige Orangen. Du, pass auf, jetzt sag ich dir was. Wenn da herin wer schimpft, dann bin das ich. Ich heiß nicht Ranzinger, gell? Ja! Ach. Wenn du auf die Deppe die Idee nicht gekommen warst, das Zimmer zweimal zu vermieten, dann hättest du die ganze Gaude nicht braucht. Also, wenn jetzt ihr mal was sagt. Jetzt lasst uns doch alles einmal in aller Ruhe besprechen. Aber gleich zur doppelten Miete hast nicht Nein gesagt, da hast du dein Handel aufgekommen, ja? Herr Bogner, richtig war das fein nicht. Und ihr nicht sie auch noch mit mir anlegen. Also, wenn jetzt ihr mal was sagt. Ja, dann sag's halt endlich. Jetzt hab ich's vergessen. Also wenn ich ihr Einkommen hätte, dann wäre mir sowas auch nicht eingefallen. Und wenn Sie gerade so eine kleine Rente hätten wie mir, wären Sie noch auf ganz andere Ideen gekommen. Sieht man ja schon an die feiten Orangen, die Sie Ihrer Kundschaft andrehen wollten. Davon kann keine Rede sein. Ja, weil es der Peter verhindert hat, gell? Und, ach, was, ihr kennt's mir alle miteinander. Und der Peter bleibt! Von mir aus! Komm, Walter, wir haben keinen Grund, dass wir uns mit Herrn Bogner anlegen. Was, die zwei, die haben sich so prima um die Kinder angenommen, das haben sie nicht verdient, gell, Miri? Wenn er bleibt, dann geh ich. Fritz, bist du nur da drüben? Ja, hat dich da wer geschrien? Was hast denn du da drüben verloren? Ja, was ist denn das für ein Ton? Du kommst sofort raus. Nein, ich bleib da, bei dir ist es mir nicht geheuer. Aber du bist ja super. Zum letzten Mal, du kommst sofort raus. Zum letzten Mal, wenn du mir so kommst, dann komm ich überhaupt nicht mehr. Ja, dann fahr ich nach dem Süden hin und du bleibst daheim. Na, warte mal. Warten, ha, auf was denn, Schnuckiputzi? Ha, was für Angst vor dir? Du, jetzt wird der Spieß einmal umdreht. Ab jetzt bist du mit mir verheiratet, gell? Und nicht ich mit dir. Oh, ja, das muss ich mir gleich noch schinken. Oh, Fritzi. Musst du wachgehen, dass du keinen Arsch zusammenbringst, sonst ist deine neu gewonnene Autorität gleich wieder beim Teufel, gell? Das ist sie. Gereibendste draus. Na, das ist aber ein freundlicher Empfang. Ja, entschuldigen Sie. Aber Ihnen habe ich ja gar nicht gemeint. Nein, wissen Sie, ich habe mir gedacht, sozusagen, infolge des Genusses, ich bin Ihnen natürlich ganz nass. Ja, das glaube ich. Ja, der Nachbar, der hat mir einen eingeschunken. Das rieche ich. Ja. Die jungen Leute sind schon auf? Ja, wenn Sie es für Strobel und Herrn Jägermann, die sind schon auf. Ich spreche vom Ehepaar Strobel. Ehepaar Strobel? Haben wir nicht, kriegen wir auch nicht wieder rein. Ich spreche vom Ehepaar Strobel, das hier wohnt. Sie als Nachbar werden die doch wohl kennen, oder? Ja, das ist nicht lach. Jetzt passen Sie mal. Das Fräulein Andrea, gell, die tut doch bloß so im Geschäft, ja, weil es da haben wir es merken sollt. Weil nämlich die Frau von ihrem Chef,
Das ist eine Krampfhähner. Was? Ja, schauen's. Aber sowas gibt's noch. Aber er, der Jäger, mein lieber der Jäger, das ist ein freier Wildbretschütz und hat ein Weitrevier. Ich werde aber... Also so eine verlogene Gesellschaft. Meinetwegen, ich zirk ja sowieso. Oh. Ich wollte Ihnen nur Ihre Tasche bringen, Frau Strobel. Danke. Tja, gestern noch verliebt wie die Turteltauben und heute wie Hund und Katz. Da stimmt doch was nicht, oder? Ja, er hat mich geärgert. Kann ich den mehr machen als mich entschuldigen? Sag halt, dass du wieder gut bist. Nein. Gut? Dann soll die Frau Bollmann hören, was ich für ein Los als Ehemann hab. Hör Sie mal zu, Frau Mein Bollmann. Gott, jetzt hör doch auf mit dem Blödsinn. Was interessiert denn der Frau Bollmann unsere Eheprobleme? Auch an ulkigen Geschichten bin ich immer interessiert. Dann bist wieder gut. Ja, ich bin wieder gut. Mit einem Versöhnungskuss. Als Bekräftigung leider nicht kräftig genug. Erpresser. Jetzt kriege Junge! Du nimmer, Mama. Herr Jäger, sagen Sie Ihrer Frau, dem Fräulein Strobel, dass sie sich morgen ihre Papiere abholen kann. Als Chefsekretärin ist mir Privatleben nicht sauber genug. Okay, Frau Bollmann, jetzt rennen Sie nicht gleich davon. Bei uns ist alles sauber zugegangen. So, auch die Komödie, die Sie mir vorgespielt haben. Was, Opa? Schämen Sie sich. Hab ich schon gemacht. Sind Sie nicht auch ein bisschen schuld, Frau Bollmann? Wer sind Sie denn überhaupt? Die Mutter von Andrea. Ach, dann wissen Sie ja wohl, mit welcher Lüge sich Ihre Tochter bei uns eingeschlichen hat. Bei Ihnen eingeschlichen hat, wollten Sie doch sagen. Sie bestimmen doch, wen Ihr Mann einstellen darf. Wer jung ist und nicht verheiratet, hat doch überhaupt keine Chance. Aber überlegen Sie mal, ob Sie auf diese Weise Ihren Mann halten können. Sparen Sie sich Ihre moralischen Belehrungen für Ihre Tochter auf. Ich weiß, was ich zu tun habe. Reizende Familie. Ich kann nicht anders. Jetzt stehe ich da und ich arbeite und im Zimmer. Na, vielleicht kann man das verlorene Geschäft bei Jäger Obst und Gemüse unterbringen. Mir geht es nicht so. In dieser Firma hat nur einer zu bestimmen. Und das ist der Jäger Senior. Ab heute heißt die Firma Jäger und Sohn. Und nicht nur auf dem Papier. Hast du was dagegen, Juniorchef? Und das mit den Orangen? Ach, längst vergessen. Schau lieber, dass du mit deiner Stiefschwester klarkommst. Sag mal, Vater, was hältst denn du von einer Tochter als Schwiegertochter? Naja, wenn's nicht gerade auf die Erbschaft aus ist. Na. Es gibt auch noch andere Gründe, die zwei Menschen zusammenbringen. Angenommen, ich nehme euer Angebot an. Was krieg ich denn dazu? Also ich tippe auf eine Reihe kleiner Jägerlein.